Wir sind im verrückten Tokio und ich nehme euch auf eine Städtetour mit. Das ist so krass. Draussen schneit und wir haben alles gepackt und gehen auf Japan und das mit Zusammenarbeit mit Panasonic und ich habe 2 mega geile Kameras gewinnen und jetzt geht's auf Tokio! I'm not really asking, we'll get away. Merci. Gerade noch geschafft, High Five. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Thank you, arigato. Die Koffer sind da mega schön angeordnet. Ja, wir haben das Airbnb gebucht und das Lustige ist, wir haben eine 35-seitige Anleitung bekommen, wie das Airbnb funktioniert. Der Schlüssel vom Airbnb, das ist in der Stadt versteckt, aber Posten und den müssen wir jetzt einlösen. Thank you. Ist er drin? Perfekt. Ja, ich stehe jetzt auf dem Balkon, mache mit euch eine Raumtour. Und da ist unser Bett, Fernsehen. Wir haben 2 Pools zum Arbeiten, kleine Küche. Und das Lustigste ist eigentlich immer ein WC. Ist mega kompliziert, es gibt ein warmes Füdli. Und da unser Duschraum. Ist auch geil. Ist irgendwie wie ein ganzer Raum und die Badewanne ist so irgendwie 80 cm. Das war's! Ja, wir haben natürlich gerade als erstes Sakura-Bäume gesehen und sind darum in Shinjuku Goyen Park gegangen. Was uns dort aufgefallen ist, es hat extrem viele Leute mit 2 Kameras gehabt. Das ist uns so auf der Welt noch nie aufgefallen. Wir müssen mal schauen, es hat wirklich kreuz und quer an dieser Kreuzung Fußgängerstreifen. Was mir jetzt extrem aufgefallen ist, man geht um eine Ecke und man fühlt sich gar nicht mehr in einer Großstadt, sondern mega angenehm wie in einer kleinen Stadt und ja, und alles ist so entspannt und dann nicht mehr laut und gemütlich. Weiter geht's zu der berühmtesten Kreuzung auf der ganzen Welt. Es ist die Shibuya-Kreuzung mit unglaublichen 13'000 Leuten, die bei Grün über die Straße laufen. Es ist unvorstellbar, ich kann stundenlang zuschauen. Ja, wir haben uns ein bisschen verliebt in die Stadt. Es ist unglaublich lässig, einfach ein bisschen durchzuschlendern. Es ist sicher und es ist nicht vergleichbar mit anderen asiatischen Städten. Ja, und das Essen ist immer mega fein und qualitativ super. Was ist drin? Keine Ahnung. Mit so In Shiba-Ripu Park sind wir per Zufall reingelaufen. Der ist wunderschön, der hat uns extrem gefallen. Und alle anderen 17 Reisetipps findet ihr auch auf dem Blog littlecity.ch. Schaut davon. Zuerst mal. gut gemacht, Schatzi. Schatzi. Getränk wissen wir bis jetzt nicht genau, was es war, aber es hat geschmeckt wie Whisky mit Wasser. Und der Hotpot, den wir bestellt haben, haben wir eigentlich auch keine Ahnung, was wir eigentlich bestellen, war so ein Hotpot mit Innereien. Ich habe leider nicht davon essen, aber Dadi. Ich habe auf Dschungelcamp gemacht. Ich habe es probiert. Zum Teil geschmacklich war es eigentlich noch gut, aber
irgendwie der eine Stück irgendwie 3 Minuten rumgecatcht und dann war immer noch nichts abeinander. Wir sind in einem Kapselhotel und Japan ist dafür bekannt. Wir haben unbedingt so eins wählen. Wir haben jetzt eins gebucht und ich finde es mega stylisch mit einer genialen Aussicht. Und jetzt bin ich so gespannt auf die Kapseln und ich nehme euch da ein bisschen mit. Ja, ich probiere mein Glück. Geil, einfach mit QR-Code. Ah, perfekt. Oh mein Gott, wie geil. Wie geil. Wie geil ist das? Was habe ich für eine Nummer? 17. Ich bin da unten. Crazy. Wie geil ist das? Hey, nein, ist das cool. Licht. Stromanschluss. Und wie geht das Teil zu? Ich bin gespannt. Mal schauen, wie viel das schnarchelt. Ich muss sagen, ich habe gut geschlafen. Am Morgen um 8 Uhr war es lustig, dann nachher haben irgendwie die Zähne wirklich miteinander geläutet. Das kommt sonst auch nicht vor. Aber ich habe wirklich gut geschlafen, die Matratze ein bisschen hart, aber ich kann es als Erfahrung zumindest super empfehlen. Wir sind in Shinjuku und wir gehen ins Roboter-Restaurant. Die einen haben gesagt, das ist der grösste Scheiß, und die anderen haben gesagt, das muss man einfach gesehen haben. Und wir gehen jetzt mal schauen und sind mega gespannt. Hi everyone, so this is the waiting area. You can just sit wherever you like and we have... Platzi, bist du gespannt? Wie in einem Film, gell? Ja, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch die Show geben, dann gebt es euch. Ja, und sonst geht nicht. Ich verpasse wirklich nichts. Fairerweise muss man aber trotzdem sagen, wir haben uns amüsiert und haben es lustig gehabt. Select your player. Let's go. It's me, Mario. Das ist wirklich ein unglaublich cooles Erlebnis. Ich würde es sofort wieder machen. Ich muss aber sagen, man muss sich an die Verkehrsregeln halten und man muss einen Spezialführerschein beantragen. Ja, danke vielmals, dass ihr das Video bis zum Schluss geschaut habt. Das freut mich besonders. Uns nimmt es natürlich extrem Wunder, wäre Tokio auch eine Stadt für euch? Was würdet ihr dort machen? Tönt doch ab, unten ein Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns sehr, die Kommentare zu lesen. Und dann kann ich wieder sagen, im nächsten Video, wo es um den Roadtrip in Japan geht, gibt es die GX90 gewinnen. Das ist eine Subkamera, Stabilisation drin, 4K, perfekte Bilder, alles mögliche. An dieser Stelle möchte ich auch Lumix danken, dass ihr uns die volle Freiheit lasst, wenn wir mit euch zusammen Projekte machen. Und falls ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, einfach das Glöckchen aktivieren. Bis bald. Tschüss zusammen!